Hallo und willkommen an meinem Channel, an meinem YouTube-Channel, wo ich bis dato noch nicht ganz viel letztes Video gemacht habe. Das heißt, heute geht es den Dingen hauptsächlich Video von einer Sache, die ich auch noch nie gemacht habe. Das geht am am Englischen geht es Unboxing genannt. Das heißt, wenn Leute Tarot- oder Orakeldecke kriegen, dass sie dann vor der Kamera ausnehmen, also opmachen an iwwer Qualitäten von der Schwätzen iwwer Bilder schwätzen, dat den der dann das Bild weisen. Die gehen nicht so lange bei mir wie an den anderen Fall, weil die machen dann Video pro Deck. Schon eine Komplettlieferung kriegt, der Tisch ist schon 4 Decks. Ich weiß noch nicht schon großartig, was das ist. Der Tisch haben wir ein Tarot, wir haben noch ein Tarot. Wir haben hier ein Deichstern Tarot, ich bin ganz gespannt. Und ein Orakel. Und ich komme dann eben auf die verschiedenen Dinge zu schwatzen. Ich werde auch ja nur am Schluss auf meiner Seite, also an der Gruppe, kleine Dinge machen, weil ich schon all Sonden ein Quad oder eine Legung mache für die Woche, die kennt. Und ich werde dann auch die Möglichkeit gehen, was von den Decks, also von den Tarot-Decks, der Orakel ist schon klar, mir von den Orakel, ich sind immer Formen, merkt ihr nicht, von den Tarot-Decks, ich soll gebrauchen für die nächsten Sonden Quad zu ziehen. Ich werde die Kamera just noch switchen und dann fängt ich mit dem ersten Deck an und erzähle ein bisschen darüber, wo ich überhaupt drauf komme, beziehungsweise nicht, wo ich für was das Deck überhaupt bestellt habe oder so ein bisschen mein Ding aus dem Nähkästchen, so nicht mal, und gucken dann mal, wie es dann weitergeht, weil wie gesagt, erste Kehr, ich lasse mich mit erst überraschen. Wenn ihr im Moment gerade Maulen hört, oder Meckern hört, das ist mein Bigudi, das ist mein Katz. Schon die halb Banden schon angespart, weil die hat nämlich seit dem Morgen eine Maus am Garten entdeckt und feiert einen ab. Ich denke, ich gebe der Maus einfach mal ein bisschen Chance, für sich vielleicht aus meinem Garten rauszumachen. Also die wird sich noch ein bisschen mehr oft beschweren. Hier ist der Ding, der Deck wird schon, das The Guardian of the Night Tarot. Das vom MJ Cullinan, ich hoffe, dass ich nicht so viel von nennen. Von dem ist auch den Crow Tarot, den ich von einer guten Freundin geschenkt habe. Der tut 3 Decks am Moment. Der der Crow Tarot war immer auf meiner Wunschliste so rauf, andere immer rauf, weil ich ihn für ein bisschen schwierig unerkennen an. Ja, das ist ein Sort von Challenge, wo ich mich nicht immer so direkt drauf gehe. Bei dem heute sind ich ganz wie so viel wird sich wie den du nur wirklich ausgesät, was für einen Effekt den ob mich möchte. Dann geht es nach ein drittes Deck, ob der das brennend worden ist schon ich kämpfe für das Deck zu kriegen, das meint irgendwie nicht vor. Das ist ein Verhexer Tarot, das ist ein Tarot über Naturwesen aus den nordischen Ländern, also Schweden, Norwegen, so aus den Dingen, wo ich natürlich mega drauf gespannt bin, weil das immer so ein Thema für mich ist. Ja, angepackt sind sie, wie halt immer, das ist, wie ganz oft, an dem Dingen, an dem typischen Plastik, das ist schon mal rauf. Ich verstehe teilweise, dass ich sehe, muss Plastik drum sein, dass kein Karten raus soll. Wir sind nicht auch der Meinung, ein bisschen Plastik Männer, wie auch kein direkt schlecht wie die andere Geschichte. Und kriegt also solid satiniert an den Dingen, The Guardian of the Night Tarot, also die Schrift ist dann, so, die steht ein bisschen raus, die fühlt sich dann ein bisschen so paschig unter Tisch. Wenn du so schön drüber rutscht, dann bleibt du in den Dingen hängen. Das ist mal kein Küst, wo sich irgendwelche Heinzen so Küsten, du weißt nicht, wie es abkommt, du hast eine halbe Ewigkeit am Gang, weil ein Zuschauer Magnet, das heißt, mal eigentlich das ganz banale System von Wegen für ein Quad, für ein Küst abzumachen, wie ein Küst abmischt. Dann haben wir ein Guidebook, was auch schon nicht ganz schmal ist, wo ich, wenn ich da durchgucke, Karten erklärt sind da, aber da sind noch keine Bilder dabei, ganz oft für den Bild nach ein dabei, das ist noch nicht der Fall. Ich gesehen aber gerade etwas mega Spannendes, was ich vielleicht an einer Legung, ich werde auf die Legung auch noch in nächster Zeit zurückkommen, das ist mein Weg des Narren. Da
basieren eigentlich alle Positionen auf eng von den großen Arkanen und für die mit einer Frau in Verbindung zu bringen, fand ich schon mega spannend. Und hey, probiere ich die Frau vielleicht mal bei der nächsten Kehr, wo ich die Legung mache. Das ist für meinen Geburtstag, ich mir sie selber mal ran, dass ich da vielleicht die Frauen abbauen an dem Moment. Ich fand das schon mega spannend. Schon so eng raus. Das heißt zum Beispiel beim Eremit als where do you feel most at peace? Also wo fühlt den sich eigentlich am zufriedensten? Ich fand das eigentlich auch mega spannend, dass er tut zufrieden, wo die Leute das so ein bisschen als glücklich gesehen, mir eigentlich das wird Frieden dran, also wirklich wenn so zurückkommt, sozusagen. Ja, ich meine, es wird mich auch heieren, was den Dinge betrifft, dass ich nicht so weiter auf Plastik abpacken. Ganz oft für den Karte selber, die sind dann nach ein Jahr Plastik angepackt, heißt einfach immer so kleine Bändchen drin, da den dann normalerweise mehr oder minder einfach Last kriegt, dann hast du mal wenigstens kein Plastik dabei. Das ist ein Deck mit der, schauen wir direkt die erste ein bisschen nach oben. Meng die Ball, sie wäre gezeichnet, aber sie wären auch so eine Art Collage gemäht. Ich bin gerade zu gucken, wie man die dort nur am besten machen, da sind sie gut gesagt. Mir gefällt das schon irgendwie mega, ja, das für mich so auf den zweiten Blick, der Tisch, den das auf dünnem Eis, sehr, sehr dünnem Eis, also für nicht als Dinge zu holen, dass ihn an einen Aufgrund geht, mehr, dass man es vielleicht ein bisschen zu sicher fühlen und dadurch eine Dummheit machen, so nicht mal. Dafür fand ich die dort Idee mega spannend für den Nach am Sinn von, für den Nach nicht als, wie soll ich sagen, das ist mehr gesehen den Nach an den großen Arkanen echt am Sinn von, ja, das ist eben ganz am Anfang, dann hört ich kein Wissen, mehr erleben und durchleben ganz oft Situationen vom Nach, auch als Erwachsenen und als so mal wissende Mensch. Also fand ich die dritte Version mega spannend. Quad selber, die sind ziemlich dick. Ich bin ja nur mal gespannt, wie sich die Stücke lassen, weil das ist immer so ein Froh für sich. Ja, wenn ich gucke, meine ich effektiv, das rundere Maß gemolden, so mir gesagt in der Couch, als effektiv ein Foto an den, so lass mal den Nummenfall, Raccoon, da fällt mir just den englischen Ausdruck an. Der Waschbier als ein Foto. Ein Torpriesterin mal mit der Quad, die normalerweise gehängten aus. Ja, das sind Fotos, also das ist eine Sorte Collage. Sie persönlich schon immer so ganz begeistert von Collage und ich bin immer gespannt, wie gut ich mit dem dort schaffen kann. Wie gesagt, weil normalerweise sind ich in den ersten Abzeichnen angeht. Mir ansonsten fand ich sie mega spannend und ich bin wirklich mal gespannt, wohin ich mit dem dort entdecken. Also heißt zum Beispiel, ich bin in den immer Devil Quad raus, tue ich schon ganz oft, dass ich sehe, tue den ein Quad, die so ein Dealbreaker oder so. Und ich habe persönlich nicht ganz viel von der typischen Devil Squad, weil sie extrem negativ behaftet ist. Und für mich wird all Quad positiv und negativ Seiten. Und die Negativbehaftung, die in den Quaden und der Quad hängt, immer noch mit der christlichen Religion in Verbindung hängt. Und ich stelle mir da immer die Frage, ob das wirklich die richtige Methode ist, für die Idee vom Teufel an den Grab zu holen. Und dafür fand ich das dort nur als Bild ganz, ganz speziell. Das waren sogar mal die Großarkanen. Gucken wir, ob es irgendeine Dinge gibt von wegen. Nee, du hast den einzelnen Stacks, du sind dann zum Beispiel für ein Dingen, wie zum Beispiel für die Feuer oder für die Stäbe, sind dann zum Beispiel alles, was Achsen oder Lurche betrifft. An Hai, ich gesehen noch Hai, viele Chamé, du gesagt den auch. Carrément ein Quad, die viel mit Wasser zu dienen hat, weil in der Biber drauf hat.
Das heißt, insofern hast du nicht die typische Anlehnung von Wegen, mit das von allem. Five of Cups, also was mit Gefühlen an Emotionen zu tun, ein Insekt drauf, fand ich auch ganz spannend. Den Tiger auch mit Dingen an 3 gesagt. So, die muss ich mit meiner Schwester einkehr weisen. Ja, 9 of Cups. Ich fand die Version schon die schwätzt mich schon rum. Aber da sind wir gerade bei den Wahlen, das ist zwar ein Orca, aber da haben wir schon auch Leute, die spannend auf Wahlen reagieren. Und dann haben wir bei den Schwertern, das tut uns da auch mal eine Version. Boah. Das ist eine Sache für sich. Heute seid ihr auch Schwerter und dann hat ihr der, was er mit Wasser in Verbindung gebracht wird. Es gibt auf jeden Fall ein Deck, wo ein ganz flott Tarot an Kräfte ja lehren zu summen. Da brauchen wir eine ganze Cope Decks, die mit deren dran sind. Wenn der Lust tut, sollte man einfach Bescheid. Da mache ich mal ein Video just mit meinen Tarot-Decks, die mit Dingen in Verbindung stehen, die mit deren in Verbindung stehen, wo ich da ganz gut kann mit Kraftdeieren auch daran erschaffen, wenn ich Quatsch selber, also am Tarot vielleicht noch nicht so gut kennt. Hier sind von meinen Favoriten, also ich will so gut, dass die drauf hier. Aber ich bin ein Fan von Haraspeln. Schon als Kind hatte ich eine ganz große Affinität. Und ich fand den Haraspeln aus dem Grund heraus spannend, weil wenn sich 2 Haraspeln begegnen, dann teilen sie so oft hier das Futter mit der Nähe gleich wird. Das ist etwas, wo der Mensch ganz viel davon zu lernen hat. Vielleicht ist das doch der Grund, warum verschiedene Leute so aggressiv auf Haraspeln reagieren. Das will ich nicht lief. Hier werde ich auch verschiedene Leute tun, die sich köstlich amüsieren, was Dinge betrifft. Ich hundieren alle gute gern, aber Kei habe ich nicht gern. Und wenn einmal gesehen hat, wie ein Kuh wegspringt, wenn ich an der Gegend bin, der weiß für was ich ob manchmal mit Freunden ziemlich amüsant fand. Dann habe ich auch noch als Last auch noch ein Ding, ein Kuh. Und dann gehen wir auf das nächste Deck über. Ich probiere just noch eine Sache, weil ich gesagt habe, an der Deck von den Karten. Also für mich fangen gehen sie durch, zu viel groß haben, der wir hier auch nicht zu holen. Steckle lassen sie sich gut. Also leider ein bisschen zu zoomen, also ganz proper lassen sich mal am Anfang, ob man es nicht ausfaschern. Das wird man dann hier noch gesehen. Aber das ist auf jeden Fall mal das erste Deck, was ich dann da gekriegt habe. Eben den Guardian of the Night Tarot. Da komme ich zu dem zweiten, das ist kein Tarot, das ist ein Orakel, das vom Ravin Fallon. Das hat schon das andere, sein Messenger Oracle Hunnisch, und hat auch ein Tarot gemäht. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, was sein Tarot betrifft, weil du ganz, also andere Anlehnungen an noch mehr Karten dran setzt. Das ist mal nicht, dass das mir so an erster Stelle steht, mir wo drauf angeschwart ging, also es recht pampisch gewirrscht. Hier ist mein Meckerkatz. Also es recht pampisch gehen, am Sinn von, ja, Tarot muss sich auch weiterentwickeln, aber wenn der Problem damit hat, dann hast du der Problem an Sterb, an so viel und so weiter, wo ich nicht so ganz einverstanden sind damit. Ich fand, das sind alles Sachen, die mit Respekt zu behandeln sind. Schon viele Decks, wo andere Karten drauf hier kommen. Das kann ich noch freundlich erklären, und du musst ja nicht aggressiv gehen, das mal mein Ding. Aber ich fand, sein Stil zu malen, fand ich einfach genial. Ich habe ein Faible dafür, und ich freue mich auch schon, das heute zu gebrauchen und noch zu gucken, wie die heutigen Message sind par rapport zu Messenger Oracle. Ich kann auch Messenger Oracle natürlich gerne hier vorstellen. Das ist auch hier, lass mal die Pudding mal aus dem Plastik holen. Nee, Moment. Ja, so weit zu meinen Nägeln. Ich gehe lieber mit meinen Nägeln da wie mit einem Messer, weil ich nicht köcht, weil irgendwie so mal blessieren.
Auch hier ist es keine Küche, die groß Wunder wird, als für abzumerken. Das ist eine normale Küche. Auch mit einer Dinge, da sind sie proper abgekriegt. Zack, so. Was tun wir hier? Nanu. Ah, okay, du lässt so ein Blättchen dran, das war nicht direkt losgegangen. Und dann hat den halt Buch da am Buch, dann auch Dinge dran. Und dann hat den die Erklärung davon, was eben auch auf der Quad, also den Titel von der Quad und dann die Momente Dinge. Das heißt, hier kommen wir dann noch die Quaden. Auch hier ist just in den Band dran. Wie gesagt, ich bin davon ein Fan, weil ich fand, dass viel zu viel Plastik gebraucht wird. Wo ich auch der Meinung sind, gehen heutzutage Möglichkeiten, ein anderer Plastik herzustellen, wie den wir haben. Quaden selber sind auch dick, und ich weiß, dass bei Singen Decks, also das ist nicht, weil das Singdecks sind, mit in der Hand sind, da passen Quaden so unten. Ja, für mich ist immer ganz am meisten, ich weiß mal nicht, ob den Dingen die Farben herausbringt. Nee, die bringt er nicht heraus. Wie die Farbe ausgesehen, ob am Original Lohai. Ich fand es genial, der Marketti kriegt das dann auch hin, dass die Farbe lichten. Also wirklich, ob der Quad liegt, wo ich mal so, ich freue mich wie das machbar ist. Ja, wie immer, ein bisschen von als Stil, es sind begeistert, muss ich halt gerade lachen. Hier wird ein Titel, Advice from a Cat. Ein kleine Anekdote von wegen, ja, Katzen können ganz gut Tipps geben. Wenn ein sieht, oh, ich gebe gerne als Katze rumkommen, Katze zu führen, oh, ich gebe gerne als Katze reinkarniert gehen. Und da fängt Katze an, sich so überall zu waschen, überall. Und dann hat er sein Advice. Also sie sind Großmeisterin und noch mit viel Humor. Wie gesagt, das ist natürlich immer eine Affaire de goût, aber ich persönlich, ja okay, du könnt dann auch nach den Irbis, ich bin ein Fan vom Irbis. Hier kann ich sie alle gute Weisen. Sein einer Deck sind auch genau so, also den dort Stil. Von all Dingen, das ich gesagt, den tut mi deisterer und tut mi hellquaden. Es schafft mit allen möglichen Farben, das wirklich sein Stil, dat dort mehr als bewusst, als immer eine Affaire de goût. Aber ich persönlich, ja, ich finde seinen Stil einfach gerne. Das ist auch der Grund, für was ich das Deck überhaupt gekauft habe. Weil ich einfach seine Bilder schon schön fand. Und dann vielen ich mich persönlich auf jeden Fall mal einen guten Krack mich inspiriert und mich motiviert, für die Lektion auch entgegenzuholen. Das heißt, weil direkt mein Innerbewusstsein dann natürlich auch mit ausschwätzt in dem Moment. Natürlich auch von allem dran, das ist auch etwas, was mir wirklich gefällt. Das heißt, dass nicht, wir haben nicht mehr weiss Dinge oder wir haben nicht mehr Frauen oder irgendetwas. Ja, ich so gucken und mir sehen wir so, was das die mir am besten gefallen hat, dann ist das dort eigentlich mich mega ausschwätzt, die Quad. Ich gucke hier einfach Spaß an der Freude. Also sie sind auch dem Alphabet noch, also wenn ihr da With Your Reality, da finden den halt auch an dem Ding, an dem W. Aber da kann man direkt schon auf ein Ding schwätzen. Spider comes to tell you that all is mind. Also das aus dem Kybalion aus dem Kybalion. Aus dat den echte Leute wirklich uroden, aber wann ich die Originalversion lesen und nicht die Version, wo Leute mengen, sie könnten lo besser erklären, was am Kybalion steht, wie was am Kybalion steht. Hol der du wirklich stehen Dingen, stellen noch nach gerne ein für die Leute, die wirklich wollen, einen Schritt mehr weit gehen, also okay, was Leid handelt,
Also wir haben hier mal Eisrealität und dann haben wir die, ich nenne sie mal, die feinstoffliche Realität, die magische Realität, aber was leid handelt dem Ganzen, dafür ist das ganz gut als Dingen. Aber hier lest hat es auch auflesen, mir eben ohne Lo, du groß den Kybalion neu wollen zu erfahren, also das so nicht den Dingen. Und ich schon immer ganz gerne, wenn an den Text da froh dran sind, weil Martine kennt die ganz weit. Hier ist froh, what is the nature of your thoughts and beliefs? Also sind wir bei den Glaubenssätzen, was die dort betrifft. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall für die nächste Sonde werde ich die dort gebrauchen. Wieder gesehen, man muss das nachher mal gang sich zu beschweren. Ja, Maus. Ja, Maus. Nee, du gehst die noch nicht fressen. Nee, du gehst die noch nicht fangen. Die nächsten Dinge, auf die sind ich irgendwo geraten, das heißt, wo ich über den Seite gegangen sind ich auf den Heavenly Bloom Tarot geraten. Als wir ganz neu schon Bilder davon gesehen haben, die haben mich angeschaut. Also lass so den Gag an schon dann mal das Deck auch gehabt, weil mir an die Bilder haben gut gefallen wird. Auch da kleine Plastik rundherum. Auch da, Menschen, streiten noch ein bisschen, schon mal mehr Gag sein. Auch da einfache Dinge für ihn abzumachen, das heißt nicht irgendein, wo in 10 Jahren Schule muss mitgemäht tun. Ein typisch kleines Bischelchen dabei, das ist dann da nicht angepackt. Wo dann auch die Erklärungen insofern dran sind, geht auch ein bisschen an den Dingen an, von wegen, was für ein Element, auch was die Großarkane betrifft, was ein astrologisch zeichnet ist, was das mit dem Charakter auf sich hat. Ich meine, das hat jemanden zu dienen, dass es auch Wesenheiten sind, die dann dem Moment mit einer Verbindung stehen. Aber da muss ich mir schon mal ein bisschen genau durchlesen, was es da geht. Auf jeden Fall, was mal interessant ist, dass es das ist, was den Tarot lesen wir gerade an der Introduktion ganz sehr, dass der Pap an Japan gelebt hat. Das ist, wir kennen hier und die japanische Kultur auch gerufen. Das ist spannend, weil das einfach noch immer am Tarot ein bisschen Seelen ist, dass in die fernöstlichen Dinge dran hat. Gehen Manga-Decks, und ich bin ein Fan von den Manga-Decks, schon, auch du kann ich gerne ein Video machen von denen, die schon, wenn das einen interessiert. Auf jeden Fall sind wir gespannt, was in Richtung der heute geht. Hier ist das, wovon wir schwatzen, nach ein Jahr an Plastik angewickelt. Also einfach nicht mehr Plastik für nichts, danach ein Jahr nichts. Das ist auch nicht irgendwo ein Dinge, wo sie Last kann machen. Das heißt, da muss ich dann so mal ein bisschen brutal der Hand gehen. Und ich habe das nicht ganz gerne, weil in der Gefahr lebt, wenn ich nur mal eine Schere der Hand gebe, für irgendwo eine kleine Katze machen, für dass ich überhaupt nicht abreißen kann. Und ich habe Angst, Karten dabei zu treffen. Ich bin davon noch nicht so ganz begeistert. Karten sind anders wie die anderen. Das heißt, die sind so glasiert. Allerdings, ja, das muss ich ja schon noch eigentlich weisen, das hatten die anderen im Schnitt. Das, was sie to edge nennen, das heißt, der Bohr ausgemäht. Ich persönlich bin okay Fan, Karten zu ändern. Sind da viel, wenn sie einen Rand tun, da gehen sie hin, da schneiden sie den Rand weg und dann gehen sie mit einem Stift von irgendeiner Farbe, machen sie den Bohr dann auch nach einer Farbe. Ich fand es mega, wenn die Leute das machen. Ich hatte viel zu viel Schiss, dass ich mal entdeckte, dass die versauen. Also lassen Sie mal für den Moment so, wie sie sind, an den Gedanken, dass das vielleicht ein Grund hat, dass sie so sind. Die Karten sind ein bisschen mehr lang als wie die anderen und ich fange gerade an, mega geflasht zu sein. Das ist ein ganz anderer Stil. Wie das ändert für dich, wie die ich viel drunter habe. Es mag den Ball so ein Manga-Stil daran erkennen zu können, aber wie wenn ein Manga-Girl hat, an die mich fein gezeichnet hat.
schon ein Quad entdeckt, die für mich ein Lieblingsquad geht. Die hört für mich, obwohl das schon wahrscheinlich an der Japanisch geht und ich da mal auch gespannt sind, am Buch weiter möchte durchzulesen. Aber das gibt mir zum Beispiel als Idee Kraft quasi mal ein Jahr mit Fenrir zu zeichnen, also der Wolf von Wegen als Kraft und nicht ein Leben oder so holen an dem Moment. Ich gehe dann noch einmal nach ein durch die großen Arkanen. Das heißt, du kannst ein Quad, die dritte Quad, die hatte ich gesehen, wo ich entdeckt habe. Das war ein von den Quaden, die ich gesehen habe, aber wo ich schon fand, ja, das kann ganz gut sein, dass ich den dritten will. Das ist auch ein Quad vom Tod, die ich mal mega spannend fand, weil es nicht, okay, Person per se als da ist da, aber ich fand den Rest als nicht so düster. Gefällt mir gerade ganz gut. Auch mal den Tower, ganz ähnlich das. Und die um Deck war, die dort, also die um der Küste war, das ist die Welt. Dann nach dem Moment. So. Dann haben wir auch hier, ja, die typische Anteil, also da ändert halt gut nichts an dem Tarot. Bringt die vom Rider-Waite teilweise rum, aber eben an eine andere kulturelle Richtung gedreht. Persönlich sind ich gerade schon richtig Lust mit den Leuten zu schaffen. Quarte selber sind nicht so dick wie die ich bis dato hat. Die zwei anderen Decks, mir nicht, sie lassen sich ein bisschen besser Diabel und so aufpassen, dass sie nicht Diabel, ich gucke mal. Und so glatt wie sie können die doch ganz gut sehen, dass sie sich Steckle werden die anderen rausfallen, mit dass sie sich besser auseinander faschen lassen, wie die zwei Decks, die ich bis dato hat. Auch hier, also ganz am meisten, die Kamera bringt nicht rum, wie sie an der Kurve sind. Sie fühlen sich nicht so satiniert, mir wirklich so glatt. Ja, also japanisch angehaucht. Wow. Ja, das tut mir nicht leid, dass ich mir den dort auch besucht habe. Das ist wirklich so Glücksgriff, ob die nicht gefallen sind, an dem den freut mich so. Hier mir sind Karten und den das durch den Dingen, die gemäht, dass da muss ich Heinz am Anfang eieren, am Deck anfangen zu schaffen, wirklich gucken, dass sie komplett auseinander hört, weil sonst vermissen sie mal irgendwo so ein Quart. Wir haben verschiedene Leute an unserem Dingen, an unserer Gruppe, die japanisch angehaucht sind, die Fan davon sind mal gespannt, was die von dem Deck sind. Ich gesehen noch nachher bis hier. Wir haben hier einen anderen, ich muss ein bisschen gucken, also wir Wands, wir haben Swords, der Tisch, der Laurels, also Laurier, Lorbeer, das sind Münz, das Tisch, den ist nicht, das sind kein Dinge. Und auch hier gesagt, den nach drauf, dass es ein Kreis, also ein Münz, ein Rad oder wie immer ihr gesehen, mir für den Rest ist es schwierig, das herumzuerkennen. Das heißt, das muss ich vielleicht ein bisschen am Blick halten, wenn ein Dinge, wenn ein Karten bis wirklich gebraucht. Dann hier beim Dinge könnt ihr drin, bei den Hofkarten, dann gesagt in sie, da tauchen sie dann rum ab. Also, weil es so schön ist, mir gehen also ein bisschen das von den zwei Decks, die schon zwei verschiedene Stile sind. Erstens den einen, also den
Dingen den Orakel sowieso das ist sein typischer Stil mit den Guardians of the Night ein bisschen mit Graf auch durch die Fotos und durch die Collage ein bisschen mit Graf am Stil und noch seht ich werde ganz gespannt sein. Ganz oft, wenn ich so Sachen hört wie Goetia-Decks oder so Sachen, da steht oft Tarot drauf, aber dann ist es kein Tarot. Aber soweit ich den heute gesehen habe, ist den heute noch angedeelt wie ein Tarot. Das heißt, ich bin nur noch gespannt. Hier ist es ein bisschen ernst, das für so abzumachen, das heißt auch rein, und für dich denke ich ja, der Plastikgewasch. Kannst du das auch so satiniert wie die von dem meisten? Hier wird dann ein Deckel den Ofen abgeht, das heißt, den halt den von Ofen raus. Auch ein kleines Buch dabei. Wo ich gerade gesehen, du also nicht. Moment schon. Okay, das wird spannend, weil ich gesehen, dass den nicht Anhänger von meinen typischen Sprachen ist. Hier haben wir zwar Tarot in Darkness. Da sind so verschiedene Sprachen dran an dem Ding. Das ist also nicht, dass das ganze Buch eng erklärt, also die ganze Erklärung ist, mir dass sie verschiedene Sprachen, sodass nicht ein paar Seiten her nur übrig bleiben pro Ding. Was ich ehrlich gesagt für ein Deck, das an so einer Küche, an so einer Qualität ein bisschen schwer fand. Auch hier Plastik rundherum, das heißt, ich muss für dich gucken, da Sachen nach hier zu kommen, ohne mein Deck, wie soll ich aber so schön zu verletzen. Zack. Ich muss hier auch, das war bei den anderen nicht der Fall, sozusagen ein Deckquart, die dann dabei ist, wo nachher den Titel drauf ist. Das ist ein bisschen zwischen den engen zwei Decks an dem Heavenly Bloom Tarot. Das heißt, sind ziemlich dick, also aber nicht so dick wie den anderen. Persönlich, ich weiß, dass du ganz viele Leute sagen, ja, wenn sie so dünn sind, dann ist es keine gute Qualität mehr. Wenn Quart selber der Papaya von einer guten Qualität ist, da kann es auch mit dünn sein, da wird es qualitativ nie steigen. Während von dann hingeht, da sieht, was Quart mit dick ist, dann ist es qualitativ besser, und den heimsten Decks, die sich extrem schlecht stückeln lassen, und hier nur besonders ausfaschen lassen, wo dann extrem schwierig wird dabei. Quarte selber, ja natürlich, das war etwas, was zu erwarten war, mega, mega duster, und trotzdem fand ich es noch persönlich spannend. Ich bin noch gespannt, also das ich denke, das also nicht die anderen fängt schon mal nach an. Hier haben wir auf der anderen Seite, ich gucke mal, ob das sichtbar ist, das ist doch immer von den Dämonen oder von den, also von den, sagen wir mal, von den Höllenwesen. Ich strecke das mal ganz vorsichtig so aus, ich will keinen auf Fahren trappeln. Und dann haben wir aber auch was für ein Tarotkarte das. Weil es schon ein anderer Deck, du hast den zwar Dämonen drauf erklärt, aber das ist keine Äquivalenz zu den Dingen. Das heißt, so ist das schon ein anderer Sache. Und ich fand das eben insofern gar nicht so schlecht, für das ich dazu kann, so ein Mal mischen. Den du geht speziell, das heißt, du kannst ihn hier gehen und Bild selber deuten oder sich da wirklich eben damit auseinanderzusetzen, mit was für einen Dämon hinten nur gleich gestaltet, also den Deck gemietet. Ich gucke mal gerade, übrigens, wo wir schon gerade dabei sind. Tarot in Darkness. Das ist den Fabio Listrani, wenn ich das richtig gelesen habe. War mal. Tarot in Darkness. Voilà. Und da sind Sachen schon, wie gesagt, verschiedene Karten gesehen, und ich war mega geflasht. Die da fand ich zum Beispiel richtig, richtig flott. Ich freue mich, ob ich irgendwo hier. Ah, aber ja, hier haben wir ihn.
der Fohl, der Narei, haben wir also auch die Großarkanen. Wie gesagt, sie sind komplett durch eine gewürfelt. Vielleicht aus den anderen, den sich mehr mit der Dämonologie auskennt, an den engem da so Kavin de Valley vor ist. Da werde ich mich auch rausschaffen. Schon zwei Sachen darüber. Das würde ich immer so, es gibt so viele Sachen, für sich mit allem gleichmäßig zu beschäftigen und zu befassen, das ist nicht immer so ganz einfach. Ich fand die dort noch schon zum Beispiel mega, mega schön. Und ich bin noch da gespannt. Natürlich gebe ich am liebsten eng herausholen, von es so fanden, nämlich wie aus an so einem Deck den Teufel gezeichnet, also ob die quasi nicht gespannt. Also wenn sich da wirklich mehr mit seiner Deichtra seid, weil auseinandersetzen, dass der Titan absolut Deck, das fand ich. Ja, sonst müssen doch ein paar mit düster Decks gehen, weil sollte schließlich nicht alles Licht und Liebe sein in der Geschichte. Auch heute, also heute stand ich mal froh, ob nicht gedengelt, also Collage dran ist, und dann habe ich andere Karten, wo das den Effekt gar nicht dran ist. Also ich persönlich sind wir gerade mega, mega geflasht. Wie gesagt, auch ich fand auch irgendwie spannend, weil gerade so ein Deck nicht der rein leid, also so nur der Chaos ein bisschen mehr rauslässt. Voilà. Das ist so spannend, dass ich sogar Bildschirm Bilder besser kann erkennen, wie wenn es am Grab und an dem Moment. Also so, ich gucke nur effektiv, ich denke, das interessiert mich einfach, ob ich ins Fußball Nummer 15 fanden, steht dann auch noch zu weisen. Also ich weiß gar nicht, wie sie ausgesehen hat, also nicht, dass ich nicht die raus, weil ich vielleicht die unbedingt weise. Wir sind einfach von wegen sind nur 40 so als letzten Dingen, last but not least, fand ich heute 15. Hat man schon. Hi Hummer. Okay, leider noch ein anderer. So, hi ersten Dinge, das du hast natürlich. Ja, also. Voilà, für die Leute, die also eine Faszination über den Lucifer selber betrifft, und ich meine, du machst an all seinen Dingen nicht einfach wie an der Religion selber dran gesagt wird, mehr was der ganzen Hintergrund davon ist. Ja, fand ich das natürlich treffend, dass den Lichtbringer an einem Deck dann als den Teufelsquarto steht. Weil ich fand dann sowieso, dass das, was dann immer ist, natürlich Schierderbicht an Lichtbringer innerhalb von der Schierderbicht, ist für mich Lucifer ziemlich ideal. Ich muss auch gerade lachen, weil das heute war die Karte, die dazwischen war. Da gesehen ich dann auch, ich hatte das gar nicht mehr im Schirm, dass es den Los Scarabeo Deck ist, was auch erklärt, dass am Buch nehmen die Kurzerklärungen auf verschiedene Sprachen ist. Das ist die ganz oft so eine Reklame dabei. Das ist ein Deck, was ich schon nicht umgetauscht, weil ich nicht mit den eins gesehen, das war eine Zeit lang out of print, als Lorem kam, und die Leute überall als Reklam dran. Das heißt, ich beginne der ganz oft, wenn ich ein Scarabeo-Deck am Grab habe. Und es gibt kleine Dinge, so kleine Witz, so ein Meme, du gesagt, dass die Frau, die legt Karten, und da leidet so ein Karte zwischen sich, ja, ich vergessen, die mal rauszuholen. Also ich werde aber nicht vergessen, sie rauszuholen. Ich lehne sie auf die Zeit, dass die natürlich noch nicht einmal dran gesteckelt wird. Mir stellen Eier, dass die anderen, die gucken dann auch 4 zu halen. Weil dann, nicht wahrscheinlich 2 Sachen zusammen machen.
ja, da schon dann noch fertigbrot die Quad, wo den Titel war, die also irgendwo am Deck verschwonnen. Der Tisch bei der echter Legung wird sie mir dann in den Gefall kommen. Wir schlussen hier einfach provokativ dran. Voilà, das sind also die 4 Decks, die heute gekommen sind. Nachher für den Dingen von Hannen auf den Tarot in Darkness, den basiert auf der Goethe Asello Scarabeo Deck vom, wenn ich den Namen schon vergesse, Fabio Listrani, den Heavenly Bloom Tarot vom Noah Ikeda, den japanisch angehaucht ist, dem Ravin Phelan sein Seeker Oracle, wo wirklich dann Orakel ist, hat den Dingen, ich kann auch gerne den Tarot weisen bei Gelegenheit, den da wirklich eben ein Message an dem man tut, wie ein typisch Orakel, sagen wir mal, wie die typisch Karten-Orakeln. Großen Unterschied, da kommen wir auch ein bisschen drauf zurück. Und last but not least, dem MJ Cullinan oder Cullinan sein Dingen, sein Deck, The Guardian of the Night Tarot, wo man deren ist, der Tisch, wir haben wirklich ziemlich von allem. Das ist ein Orakel, wir haben etwas in schamanisch kann man die Krafttiere gebrauchen, wir haben etwas kulturell mehr in eine Richtung geht, an ein Deichterdeck, wo bei mir ganz klipp erklärt, Deichterdecks nicht negativ, schlecht, Base an, aber wir sind nur etwas mystisch, magisches, weil wir Base sind, aber wir sind gefährlich, mehr im Sinn von, okay, es braucht noch der Dote für uns ein bisschen mit Dave zu gehen, an unseren Schilder zu schaffen. Kann ich nicht immer mal denken, mit hellen Deck ausgleichen, mir nicht mehr mit Licht und Liebe rundherum zu laufen, als an Mengen nicht ganz gesund, und das geht ganz oft an die verkehrte Richtung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder ein paar andere Kritik, was die Decks betrifft. Ja, ab meiner Dinge, an meiner Gruppe werde ich dann auch die Decks Stück für Stück dann an einer Dingen Erlegungen weisen. Natürlich, die gehen genau so angebaut wie all die anderen auch. Ich kann für Jahre nach Karten, also Karten lesen. Soweit zu den Decks, die schon. Ich freue mich, euch an der Gruppe zu sehen und ihre Feedback von den Decks zu kriegen. Merci!